Ja, wir haben eine Aktualitätsstunde. Vielmals merci dafür über den PNS, eine Strategie mit Zielen wachsen und eine ganze Reihe Aktionen, die emotional SAP ausgeschafft sind. Ja, hallo, mit CSV an der Santé im Ruder und an der Stelle mir ist definitiv folgende Fragen. Heute jetzt die Regierung bzw. das Gesundheitsministerium nach einem Vorplan für das Gesundheitssystem oder sind die Karten neu gemischt, auch unter anderem nur der Kündigung von der Konvention zwischen Doktoren und der CNS? Welche Rolle spielt noch der PNS? Ich meine, könnte am Schluss ein bisschen noch so raus, was die honorable Deputat Lehnert gefragt hat. Gibt es einen Wandel heute zu Lützeburg für das Gesundheitssystem oder warten wir bis die nächsten Wahlen? Die Spitäler entlasten, das ist definitiv eine Priorität für die. Die Urgenzen sind überlastet und es war den heuer zu Stunde lang. Die Leute rufen jeweils schon express die Ambulanz an der Hoffnung, sie kämen miséier drin am Spital. Der PNS schwätzt über die Virage ambulatoire und über organisiert Sitten und Antennen als Synergien zwischen Spital und extrahospitalier Versorgung. Da sind die ersten Grundsteine gelöst gehen. Darüber hinaus muss man aber mehr Medikale noch etablieren und auch Doktorgesellschaften müssen gefördert gehen. Ja, mir ambulant ist gut, aber strukturiert. Da bin ich ganz allgemein froh. Wo ist Ihre konkreten globale Plan drin, für die Virage ambulatoire so auszubauen, dass sie wirklich entlastet und nicht einfach nur froh auf anderen Plätzen direkt. Ein zentraler Achse auch vom PNS ist Prävention. Als ADR hatten wir schon unser Wahlprogramm Centre National de Dépistage proposiert, für Screening besser zu organisieren und Spitalsressourcen freizumachen. Sie sind bereit, Prävention nicht zu kommunizieren, Kampagnen zu starten, mehr strukturell zu unterstützen, mit klar definierten Formaten, Standorte und einer Budgetlinie. Prävention geht ja nicht nur über Sensibilisierung, sondern auch über regelmäßig Gesundheitsbilanz. Die Regierung hat sich an dem Kontext als Ziel gesetzt, ein Opfer für Personen über 30 Jahre anzufeiern, für präventiv zu handeln und Gesundheitsrisiken frei zu erkennen. Gleichzeitig wurden aber verschiedene Analysen aus dem Katalog von der Blutanalyse gestrichen, sodass sie nicht mehr nach bestimmten Konditionen verschrieben können gehen und auch schüsse an diesem Fall von der CNS überholt gehen. Wie ist heute der konkrete Vorplan? Als ADR wollen wir auch eine regionale Gerechtigkeit, Versorgung am ganzen Land. Der PNS will dafür besser aufstimmen, auch mit Planifikation. Für die ADR ist regionale Gerechtigkeit konkret. Osten und Norden dürfen nicht längst losgehen. Als RDR gesehen mit Notwendigkeit von Mesuren und Standorten auch vom Prinzip, dass kein Bürger, Patient zweiter Klasse darf sein. Wie garantiert ihr regionale Accessibilität, wenn der PNS gleichzeitig das Prinzip setzt, nicht alles überall auf Kompetenzen zu konzentrieren? Wo sind Garantien für den Norden und den Osten? Wie sieht es aus mit der Karte sanitär? Nur Covid. Ja, Resilienz muss operativ sein, nicht nur juristisch. Aber dafür müssen wir lernen sein, aus einer für jede ganz schwieriger Zeit. Und auch der PNS setzt das voraus. Evaluation, Präparationsplan, Notfallplan und ein systematisch wie sanitär. Aber wo sind wir drin mit der Evaluation? Wo ist CSV-Forderung drin von einem unabhängigen Expertengruppe für die Covid-Zeit mit all seinen positiven und negativen Punkten abzuschaffen? Wo sie mir drin am Kader fundamentaler Gesundheit von einer Jugend, die stark in der Covid-Zeit gelitten hat. Auf was basiert ihr an ihrer Loi Santé Publique? Herr Präsident, ja, im PNS die Sachen, wie gerade genannt, die der ADR auch Herz leiden, aber mit Ideen delen. Du gehst aus der ADR aber sicher nicht mit einer noch mehr zentralisierten Gouvernance von unserem Gesundheitswesen einverstanden. Koordination, ja, auf jeden Fall. Aber wir wollen nicht, dass Zentralisierung am Resultat mehr Distanz und mehr Ungleichheit herrscht. Sie wird zwischen dem ländlichen Bereich oder der Stadt oder der Spitalsdoktoren und den Doktoren außerhalb von der Spitäler. Wo steht heute die Regierung? Mehr Zentralismus oder mehr Liberalismus? Ja, Madame Minister, die können sagen, wir machen doch schon eine ganze Reihe Projekte, wie zum Beispiel das mit den Societäten von den Doktoren. Mit froh, die sich stellt, also eine konsequente Linie mit einer Roadmap oder bleibt es bei einer Mischung aus Maßnahmen ohne klares Ziel? Wo will CSV hin mit unserem Gesundheitswesen und mit unserer Gesundheitsversorgung heute zu Lützeburg? Herr Präsident, da der ist bereit, Ideen zu unterstützen, die Spitäler entlasten, Prävention konkret macht, regionale Gerechtigkeit garantiert und Resilienz stärkt.
Wir verlangen haut und schlief von der Regierung klar Antworten, ob die heute gestaltete Frohen, weil die Leute müssen nicht in Dokumente. Sie müssen un Accès zur medizinischer Versorgung, Wartezeiten für Rendezvous und Sicherheit bei medizinischen Angriff. Gesundheitspolitik wird nicht am Tiran gemacht, wir haben Alltag vom Patient. Ich so nicht merci.